steht auch. Wo soll wir das morgen? Ein Referat über Hellerbernd. Wer ist eigentlich Hellerbernd? Und wir dürfen nicht im Internet nachkicken. Seid erfinderisch, steh ins Witzig und sind Schauenmesser. Was ist los, Kinder? Referat über Hellerbernd. Da kann ich ja bald helfen. Bis vor 2 Stunden hätten wir den Namen Hellerbernd noch nicht mal gehört. Dann will ich ja mal was über den bekanntesten Künstler hier im Kreis erzählen. Was ist Hellerbernd denn eigentlich? Hellerbernd ist Bildhauer, Dichter, Maler und Zeichner. Das Denkmal hier, das soll ihm darstellen. Wo kam er dann her? Hellerbernd ist 1878 in Bössen-Sahne geboren. Als Kind konnte er gut mit dem Schnitzmesser umgehen und deswegen wollte er auch Holzschnitzer werden. Und dann ist er ein Künstler geworden? Nee, er muss erst eine Ausbildung machen. Und dann hat er eine Lehre wie Opus im Möppen als Tischlermarket. So was er sicher tut sich oft nicht. Nee, da konnte er eine helle Masse lernen. Und den Sohn von seinem Lehrmeister, die war Dichter. Und man glöft, dass die da das Dichten kommen ist. Denn er hat ganz Masse Dichte und Verse schreiben. Und dann? Und dann ging er auf Wanderschaft. Von 1895 bis 1900 war sie wie Professor August Schmiemann in Münster und das bei das Kiepenkerl-Denkmal mithelfen. Und von 1900 bis 1920 war sie wie Professor Max Klinger in Berlin. Dann ist er ja eine Masse rumgekommen. Ja, das warst du mal so. Man muss in die weite Welt oder ob die Wals, wenn man was lernen will. Und das hat sich ja nichts gelohnt. Ja, das stimmt. Und dann nach dem Militärdienst ging er nach zurück. Und als sein Vater gestorben ist, du trug er mit seiner Mauder noch rein ins Südende. Dann hat er seine Büste, eine alte Frau, die ganz in Stille den Rausenkranzholz market. Sie sucht gut als seine Mauder und sie ist weil sie eine bekannteste Büste. Und man kann gaut sein, Betrüglichkeit oder was? Ja, das stimmt. Und in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, du läde Hellerbernd so nicht verbugen. So als sie das in sein Gesicht schreiben hab, so bin ich. Hei heft Masse to down hat, aber hei lebte bescheiden. Wo? Hey, was arm? Hey, heft doch so Masse Sorgenmarket. Nee, arm war sie nicht, aber er war's auch nicht riek. Er nahm nicht so voll für seine Arbeit, dass er noch nicht mit utquam. Oh, das war sehr unähnlich. Hi, okay, ne? Nee, Hellerbernd was nicht traut und er hat auch keine Kinder. Er lebte für die Kunst und für seine Mauder. Und als seine Mauder sterben ist, du trug er noch Laden und warnte wie Kopmann August Löning. Und 1930 hat er auch eine eigene Werkstätte. Ich hasse Lebenssorge nicht doch, dass diesen Hellerbernd so ein interessanter Kerl war. Da staun ich wat. Aber als Bildhauer hat Hellerbernd eine heile Masse Feinstoff in seine Lungen kriegen und so ist sie als ganz jung mit 59 Jahren in Lorten im Krankenhaus sterben. Und in Lorten hat er auch seine Grabstätte. Oh nee, Schande wert. Anders hei, sicher noch mehr Market. Ja, nur kicket mal an. Das ganze Bauch ist voll von Hellerbernd im Werk. Und das Denkmal hier, das hat Klaus Wiedemann, Klaus Simmermarket und Wiedemann. Und ich glaube, ich bin jetzt mal in der Lage, ja Referat über Hellerbernd zu halten. Allerbesten Dank. Sag mal, wo hältst du eigentlich? Ich heiße Albert Finke von Ria Junge und das ist meine Frau Magdalena. Und nun wünsche ich dir allerbeste. Munter heute. Okay. So.